Hoi und grüezi. Herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Webinarserie Die Rakete Start auf Schweizerdeutsch. In dieser Reihe zeige ich dir alles, was du wissen musst, wenn du bereit bist, Schweizerdeutsch zu lernen. In diesem Teil der Reihe geht es um die Aussprache im Schweizerdeutschen. Herzlich willkommen! Mein Name ist Naira, ich bin Schweizerdeutschlehrerin. Du findest mich auf Instagram und hier auf YouTube. Ich habe auch einen Online-Kurs entwickelt, der dir helfen soll, Schweizerdeutsch für deinen Alltag zu lernen. Alle Links findest du in der Videobeschreibung. Wie schon erwähnt, dieses Webinar ist Teil einer 7-teiligen Serie. Im ersten Teil habe ich dir die sprachliche Situation in der Schweiz erklärt. Dann haben wir über Strategien zum Schweizerdeutschlernen gesprochen. Heute geht es um die Aussprache und dann erwarten dich noch einfache Transformationsregeln, die Höflichkeitsform im Schweizerdeutschen, Grundwortschatz für deinen Aufenthalt in der Deutschschweiz und wichtige Grammatik im Schweizerdeutschen. Starten wir mit der Aussprache, ein ganz wichtiges Thema, wenn es um Schweizerdeutsche geht. Die Aussprache ist nämlich ein bisschen anders als zum Teil im Hochdeutschen. Eine Sache, die du sicher oft hörst, ist, dass wir ein E, ein offenes E, eher wie ein A aussprechen, je nach Dialekt stärker oder schwächer. Ich zeige dir Beispiele. Der Engel sprechen wir auf Schweizerdeutsch so aus. Der Angel, der Angel. Also sowohl der Anfangsbuchstabe, den ich als A geschrieben habe, als auch das E hier wird eher wie ein A ausgesprochen. Ein weiteres Beispiel, das Essen, das Essen. Also auch hier wieder der Anfangsbuchstabe, geschrieben als A, als auch der E am Ende werden mehr oder weniger als A ausgesprochen. Das E am Ende habe ich als E geschrieben und nicht als A, da es sehr stark von Dialekt zu Dialekt variiert, ob es mehr oder weniger wie ein A ausgesprochen wird. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau dir unbedingt das erste Video an. Da habe ich dir erklärt, wie die verschiedenen Dialekte sich voneinander unterscheiden. Eine wichtige Ausspracheregel ist, dass Diphthonge auf Schweizerdeutsch getrennt betont werden. Diphthonge sind Doppelvokale, also Vokale, die aneinandergereiht werden. Während auf Hochdeutsch die Liebe gesprochen wird, also ein langes I, wird auf Schweizerdeutsch das I und das E separat betont. Liebe. Ein weiteres Beispiel, fein für lecker, fein. Auch hier das E und das I werden separat betont. Noch ein letztes Beispiel für diese Ausspracheregel, Üebig. Auch hier das Ü und das E, die zwei Vokale, werden getrennt voneinander betont. Kommen wir zur nächsten Ausspracheregel. Und zwar ist es so, dass Doppelkonsonanten mit einer Art Pause ausgesprochen werden. Ich zeige dir das gleich genauer. Nehmen wir das Wort schaffe. Schaffe heißt arbeiten auf Schweizerdeutsch. Vielleicht hast du schon gehört, dass dieser Doppel-F nicht wie ein langes F ausgesprochen wird, sondern fast wie zwei einzelne F. Es wird also eine kleine Pause dazwischen gesprochen. Schaffe, schaffe. Ich zeige dir noch weitere Beispiele. Stasli.
Stasli. Ich hoffe, du kannst es auch hier hören. Ich spreche fast 2 S oder wie gesagt ein langes S mit einer kleinen Pause dazwischen. Nicht wie auf Hochdeutsch die Tasse, ein langes S, sondern 2 kurze S. Stasli. Mit dem Doppel-S ist es ein bisschen schwieriger zu hören als mit dem Doppel-F von vorher. Nehmen wir also noch ein einfacheres Beispiel, wo es deutlicher zu hören ist. Der Rücken, der Rücken, der Rücken. Auch hier, wenn du dich ganz gut achtest und ganz gut hinhörst, hörst du, dass eine kleine Pause vor dem G gesprochen wird. Eine sehr viel deutlich hörbare Ausspracheregel ist der Ch-Laut aus dem Schweizerdeutschen. Du weißt sicher schon, dass der Ch-Laut sehr rau und hinten im Hals gesprochen wird. Das ist sehr typisch für die schweizerdeutsche Sprache. Ein paar Beispiele. Das Kissen auf Schweizerdeutsch ist Chüssi, Chüssi, tief im Hals. Oder die Katze ist Katz. Auch hier wieder das Ch wird rau im Hals gesprochen. Wichtig zu wissen ist, der berühmte Ich-Laut aus dem Hochdeutschen existiert im Schweizerdeutschen nicht. Also dieses feine Ich, das hörst du nie im Schweizerdeutschen. Wir haben nur den Ch-Laut im Hals. Auch wichtig zu wissen ist, dass wir das R rollen, wie du wahrscheinlich schon oft in meinen Videos gehört hast. Also die Rakete ist auf Schweizerdeutsch Tragete, Tragete. Ein bisschen stark betont, aber du hörst es. Weiteres Beispiel, der Rucksack ist der Rucksack auf Schweizerdeutsch. Hier noch ein drittes Beispiel. Im Hochdeutschen kann es sogar passieren, dass ein R fast verschluckt wird, gar nicht gehört wird, wie in das Tier. Auf Schweizerdeutsch passiert das nie. Auch hier in diesem Wort betonen wir das R stark und rollen es. Stier. Der nächste Laut ist noch der Sch-Laut. Hier ist es wichtig zu wissen, dass ST und SP immer Sch gesprochen werden, auch wenn es nicht am Satzanfang steht. Das unterscheidet die Verwendung vom Hochdeutschen ins Schweizerdeutsche. Beispiel: Die Schwester ist auf Schweizerdeutsch Schwester. Also auf Schweizerdeutsch wird das ST in der Mitte des Wortes doch als Sch ausgesprochen. Weiteres Beispiel: Der Kasten ist der Kasten oder die Post ist die Post. Und weiter geht's mit den Vokalverbindungen. Was ich damit meine: Dadurch, dass im Schweizerdeutschen ziemlich viele Konsonanten am Ende von kurzen Wörtern weggelassen werden, geschieht oft die Situation, dass 2 Vokale von 2 Wörtern aufeinandertreffen würden. Das ist ziemlich schwierig auszusprechen, beziehungsweise es würde ziemlich abgehackt klingen. Heute habe die ganze Zeit Hunger. Heute habe 2 Vokale, die nicht gut verbunden werden können hier. Was wir im Schweizerdeutschen machen, ist, wir fügen ein N als Verbindung zwischen diesen 2 Vokalen hinzu. Wir sagen also, heute habe ich die ganze Zeit Hunger. Weiteres Beispiel: Anstelle von morn tue ich ausschlafen, sprechen wir morn tue ni ausschlafen.
Auch hier verwenden wir wieder das N als Vokalverbindung zwischen der Verbendung, die ein Vokal ist, und E für ich, also die Person. Tue nie heißt also tu ich. Das ist etwas, was du ganz, ganz oft bemerken wirst, wenn du dich mit den schweizerdeutschen Dialekten auseinandersetzt. Und je besser du verstehst, weshalb solche Buchstaben plötzlich aus dem Nirgendwo eingefügt werden, desto klarer wird auch die Struktur der ganzen Sprache für dich. Wenn du jetzt motiviert bist, Schweizerdeutsch für deinen Alltag zu lernen, dann klicke gerne auf den Link in meiner Videobeschreibung. Da kommst du zu meinem Online-Kurs, in dem du Schweizerdeutsch für deinen Alltag lernst. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen bei diesem 3. Teil meiner Webinarreihe und ich hoffe, dich auch in den nächsten 4 wiederzusehen. Ich zeige dir darin nämlich alles, was du brauchst, um mit Schweizerdeutsch zu starten. Bis dann.